So, ihr Leid. Ich versuche mich hier gerade an einem Landeanflug, diesem Kackding da. Das ist auch nicht so echt, wie ich das vorstelle. Es ist die Orbital. Ab jetzt aber. Komm. Ah ja. Okay. Ich deute das als eine perfekte Landung. Moment. Sehe ich das richtig? So, jetzt hat aber. Ich bin auf der Station, die da, ja, ne? Die Orbitalkanone ist das quasi. Ja, ich muss doch schon nur. Okay, komm. Das ist halt so. Die Orbitalkanone außerhalb von der Riese. Wo ich gesagt habe, das ist nur was für Sportficker, wo dann dort drauf landen können. Damit dann hier wohl bewiesen wäre, dass ich jetzt dazugehe. Das doch jetzt nicht hier. Ist-Log aktualisiert, ja, das Schäfereich. Warum gibt es hier keine Schwerkraft? Okay, wir gehen mal da hin. Lese das da. Geschwindigkeit angepasst. Sondennachführungsmodul. Ach, das ist das. Da habe ich schon mal jemand was drüber gesagt. Das weiß ich. Stadtmodul. Jetzt schon eins. Steuerungsmodul. Und das ist das Sondennachführungsmodul. Das ist ziemlich kaputski. Alles klar. Dann gucken wir mal da oben hin. Das ist schon Höhe. Bong. Boom. Krach. Ich brauch kein Scout, danke. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Gute Idee eigentlich. Also da kann man schon durchaus hingehen, ne? Okay. Ein Außer wahrscheinlich. Okay. Wo waren wir jetzt? Gehen wir da hin. Ja. Gehen wir mal einfach da hin. Da kommen wir mal her, oder nicht? Ja, schon irgendwie. So. Also es gibt nur noch irgendwie wohl ein anderer Zugang oder sowas. Oh, Schwerkraft nervt hart. Kann ich euch sagen. Ja, was ist dann das da, ne? Auerle. Ah, okay, also war es doch nicht so. Okay, dann müssen wir das doch anders darum machen. So. Ne? So. Und irgendwo war doch jetzt Dodo noch so ein Dingens, wo ich hätte keine bedienen. Was ist denn das da oben eigentlich? Ja, das weißt du nicht. So war so eins, ne? So. Gehen wir da jetzt halt hin. Karton. Das Ganze so. Ja, sehr gut. Gibt es da irgendwo Schwerkraft? Schwerkraft! Hier unten. Schwerkraft! Da ist Schwerkraft. Ich sehe es doch. Junge, ich sehe doch, dass doch Schwerkraft ist. Danke. Ah, Depp. Ach, das ist genau wie die Anado. Okay, alles klar. Guckemodo. Guten Tag, Herr Leid übrigens. Habe ich das schon, ne? Ich habe jetzt nach der letzten Folge, ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen, dass das Ding da außen drumherum pimmelt und mich nicht machen lässt. Und das ging ja gar nicht, ne? So, gucke. Ja, und wo sind die Ringe, wo dann steht, was es ist? Gucken wir die halt nicht, oder was? Ah, jetzt hat. Vor 7 Minuten und 53 Sekunden Anfrage zur Sondenstartfreigabe von Projekt Zwillingsasche erhalten.
Kanone mit zufälliger Sondenflugbahn ausgerichtet. Gravitationsfeld aktiviert. So. Und ihr wisst ja, wie das, ne? Oh, diesmal sind es aber mehr, glaube ich, oder? So. Das ist die Kanone selbst. Okay. Die geht ja jetzt kaputt. Achso, ja, das Satz ist wahrscheinlich jetzt genau das. Beginne Startaufzeichnungen. Sondenorbitalkanone. Startanfrage erhalten. Sondenstart erfolgreich. Sondennachführungsmodul empfängt Daten von der Sonde. Warnung. Strukturelle Integrität der Sondenorbitalkanone wurde beim Start beeinträchtigt. Schäden an verschiedenen Modulen ermittelt. Jo. Sieht ganz nur aus. Und jetzt kommst du da rüber. So. Was ist das? Das ist so ein Stück. Das ist das, wo wir gerade drauf gucken. Ne, so kaputtes Dingensbummens. Oh, das ist so viel Text. Datensbericht zur Sondenorbitalkanone. Mehrere strukturelle Schwachstellen entdeckt. Schaden an Modulen wird ausgewertet. Steuerungsmodul intakt. Keine strukturellen Schäden. Startmodul. Aussichtsfenster beschädigt. Modul dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Sondennachführungsmodul fehlt. Unten steht noch was. Ich will das A lesen. Schiffslog aktualisiert. Okay. So. Dann wissen wir, was los ist. Ist kaputt gegangen. So. Ja, Moment, wir gehen erstmal da ein bisschen lesen, ne? Es ist der Riese-Ding. So, drauf damit. Mann, ich wollte doch aber eigentlich halt aufhören. Ich wollte gar nicht zocken, ich wollte nur wissen, was los ist. Okay, unübersetzte Nummerschrift. Kasava, ich habe schlechte Neuigkeiten abends. Jarrow sagt, es gab ein Problem mit der vorgeschlagenen Energiequelle. Moment. Was ist hier? So. Es gab ein Problem mit der vorgeschlagenen Energiequelle, weshalb darum gebeten wird, die Sondenorbitalkanone nicht abzufeuern. Ich hoffe doch sehr, dass du mich nur auf den mechanischen Arm nehmen willst, Kasava. Ich wünschte, es wäre so, mein Freund. Sie sind sich nicht sicher, ob sie das Problem beheben können, weshalb die Sondenorbitalkanone bis auf weiteres stillgelegt wird. Sagt Privet und Mallow bitte, sie sollen von der Kanone zurückkommen. Mein Ehemann und ich werden für den Moment bei der Fertigungsanlage verbleiben. Abends. Neuigkeiten. Mallow und ich werden uns dir und Dat anschließen. Privet hat sich verabschiedet, um ihren Bruder zu besuchen. Sie hat Angst. Kann ich wieder nicht lesen, können sich dafür verantwortlich fühlen. Ja, was wär's denn nicht? Also, hopp. Ja, hopp, hin damit. Und war noch einer gelegt. Nee, war nicht. Da war noch einer gelegt. Das Stadtmodul. Ach. Abends. Mallow, meine bessere Hälfte. Kasava schickt die letzten benötigten Komponenten für die Kanone. Schon bald, relativ gesehen, wissen wir, wo genau sich das Auge befindet. Kasava erklärte mir, dass er und die Mannschaft der Fertigungsanlage ein Energielevel festgelegt haben, das wir unter keinen Umständen überschreiten dürfen. Ich verstehe. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir diese Anweisungen ignorieren werden? Ich gehe stark davon aus, dass unsere Freunde unser Naturell mit einkalkuliert haben. Also bestätige ich die Annahme. Indem wir der Sondenorbitalkanone alle Energie geben, die sie strukturell aushalten kann, eröffnen wir uns die größten Chancen, das Auge des Universums zu finden. Ja, die Sonde muss sich so schnell wie möglich, so weit wie möglich bewegen. Ich nehme die nötigen Anpassungen vor. Was ist das? Hab ich jetzt schon gelesen. So. Mallow. Der Gedanke, dass wir die herausfordernde und lehrreiche Suche unserer Vorfahren letztendlich zu einem Abschluss bringen, erfreut mein Herz ungemein, mein Liebster. So, ihr Leid. Wenn wir das A gleich rauslegen, gibt es so noch was? Also ich muss das Ende noch so in die Mitte legen, das ist klar, ne? Ist es nicht so Sucher-Dingens? Okay, pass auf. Ich lege das Motor in die Mitte hin. Da gucke ich mal, was in der Untiefe los ist.
Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind in der Werft. Also in dem Ding, wo du da im Kreis laufen kannst, was so recht cool ist. So, und was sehen wir hier? Dass da Text steht. Und dass da ein Dingens liegt. Ich verstehe halt immer noch nicht, was die Scheiße da soll. Soll die uns zeigen, wo wir hingehen können, aber wir würden noch nicht immer wissen, wo das ist, außer hier irgendwo, ne? Ja, sagen wir einfach, du musst einfach ablehnen als Kackspiel. Kackspiel erklärt Scheiße. So, das finde ich gute Erklärung. Kackspiel erklärt Scheiße. Bin ich einfach davor. Hammer Amosar, wie es ist. Für alle, die sagen, das beste Spiel der Welt. Nein, ist es nicht. Es ist ein Kackspiel, das sehr gut ist und manchmal richtig Spaß macht, aber wenn es nicht richtig Spaß macht, ein richtiges Kackspiel ist. So, weiter geht's. Was sind wir dann hier? Das sehen wir doch nicht gerade. Das ist doch das Stadtmodul. Ist das wieder die Erinnerung oder was? So wie es dann kaputt ist oder wie? Jo, was weißt du nicht. Kann ich das eigentlich einfach wieder rausnehmen? Anstatt einfach immer wegzugehen? Ja, doch. Ich glaube, so ist es eigentlich geplant. Ich gehe jetzt einfach immer raus. So, komm, schmeiß. Ledig hin. Ledig hin. So, dann haben wir das. Also, dann würde ich mal sagen, es ist nämlich folgendermaßen. Das da sind die Dinger, die sie mit der Kanone wegschießen. Und sogar Kamera hinten dran. Oder ist das so? Wenn ich mich so rumdrehe, geht's besser, ne? Ich kann das mal so machen, ne? Hallo? Ne, kann ich nicht. Das war zu viel. Okay, alles klar, ihr Leute. Hui. Ja, Arsch rein. Ich hänge hier und ruckle gerade. So, komm. Komm, Giftebutter. Ach so, das ist noch aktiviert. Also ich... Oder ist es... Ne, das ist schon richtig so. Da soll das kaputt eine Orbitalkanone sein. Ja, das Ding ist halt mit der Kanone, die haben wir ja schon selbst ausgetestet. Geh ich hin, welche rausgeschossen. Voll super. Und dort tun sie quasi Kamera an ihn machen. So sage ich das. Kamera in die Kanone und schießen die Kamera durchs Weltall. Das haben sie halt 6 Millionen Mal gemacht. Und irgendwann haben sie halt festgestellt, ey, guck mal, da hinten ist es. So. Das ist quasi Brute Force. Mit Brute Force das Universum entdeckt. Alter, geil, ey. So. Dann war mal do Amo und ich hoffe, dass ich nie wieder hierher muss. Und dann würde ich sagen, komm, sollen wir mal gucken, ob wir aufs Schiff zurückkommen? Ah, das war zu schnell. Hopp. Bevor ich das jetzt 10 Minuten probiere. Ne? Man merkt, dass ich halt von dieser Station hier so genervt bin. Die Spottficker-Station. Ich meine, ja, da muss ich wohl nicht hier und die, wo es dann kenne und gut sind, kommen doch hier. Wenn ich hab's so irgendwie hier gepackt, ich gehe aber nicht so weit und sage, dass ich gut bin. Garantiert nicht. Was geht denn hier? So viel haben wir jetzt auch wieder nicht gesehen. So, jetzt gucken wir uns noch an, was wir Neues entdeckt haben. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Was haben wir eigentlich vorgehabt heute? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir wollten uns... Ah ja, ich habe gut. Ja, warte. Ja, komm, das machen wir jetzt noch, oder? Was haben wir dann? Ich weiß nicht. Oh. Ah ja, wir wollten ja nur lesen, ne? So, guck. Orbitalkanone. Steuerungsmodul. Die zerstörten Überreste einer Raumstation der Noma in der Umlaufbahn der Untiefen der Riesen. Es gibt 3 Zugangswege, die vom zentralen Bereich abzweigen. Ach ja, stimmt. Ja, haben wir ja gemacht, ne? Das Ende war Kaputski, das andere war Kaputski, kann Sonde durchschießen und das dritte war, ja, da haben wir ja alles richtig gemacht. Die Sondenorbitalkanone wurde geschaffen, um den genauen Standort des Auges des Universums zu finden. Die Nomai betrieben die Sondenorbitalkanone über ihre maximale Krafteinstellungen hinaus, um mit noch höherer Genauigkeit das Auge des Universums zu finden. Das Steuerungsmodul enthielt vor kurzem eine Anfrage vom Projekt Zwillingsasche zum Start der Sonde. Die Kanone wurde mit einer zufälligen Sondenflugbahn ausgerichtet. Die Sonde wurde erfolgreich gestartet, aber die strukturelle Integrität der Kanone wurde dabei beeinträchtigt.
von Schäden an mehreren Modulen erkannt. Ach, guck mal da. Das ist das Sondennachführungsmodul, was man letztens gefunden hat. Okay. Eines der 3 Module der Sondenorbitalkanone. Das Startmodul sieht stark beschädigt aus. Im gläsernen Aussichtsfenster ist ein großer Riss. Das Aussichtsfenster des Startmoduls ist zerbrochen, wodurch es das Vakuum des Weltraums ausnutzt. Jetzt sagen wir nicht, dass es da noch was zu entdecken gibt. Oder soll ich von außen drauf fliegen und es reparieren oder was? Kann ich schon mal gleich vergessen. So. Aber der Tag ist noch jung, ne? Jetzt könnte man da noch Feines machen. Was ist das? Frohe Qualle. Ah ja. Das ist eine gute Idee. Kann ich. Hier gibt es mehr zu entdecken. Ja, ja. Kann ich mich da nicht. Da. Position auf hart markieren. Haha. Cool. So. Ich brauche jetzt was Gechilltes, ne? Nur der Action da jetzt mit der Landung da, das war ja. So. Hopp. So, wir sind Haus. Zack und Autopilot nehmen. Kriege ich das überhaupt wieder hin? Also das ist Finne. War irgendwie so. Also so langsam dort durchflötle und dann irgendwo der links nehmen. Ja, vielleicht kriegt man so jetzt besser erklärt, also. Ne? Ja. Autopilot, du bist schon verdammt schnell, ne? Warte. Gefrorene Qualle ist du. Kann ich da woanders dann hingehen? Geht das? Oh, das hat nur ein Ding, wo du hinkommen kannst, oder? Ja. Ne, es hat nur ein Ding, wo du reingehen kannst, ja. Schade eigentlich, ne? Was ist das? Ich glaube, wir haben geparkt. Moment. Wir sind noch nicht fertig. Arsch reingeparkt. Es wird irre witzig wissen. Ich habe meine Zweifel, dass wir das da so hinkriegen, wie ich das will. Aber eigentlich wäre das doch ziemlich geil, ne? So, jetzt pass auf. Ich muss zurück. Jetzt pass auf. Wie war das noch einmal? Also irgendwo in der ganz Außen war es. Also nicht der in der Mitte, sondern es war in der ganz Außen. Okay. Ich nehme den nicht um. Ich weiß es jetzt halt nicht mehr, ne? Das Geile ist, hey, wenn du da so reinfliegst, das geht deutlich besser mit dem Schiff. Ich nehme den nicht da hin. Ja, sorry ihr Leid. Ich glaube, dass es der war. Ja, ich hab das Dingens da nicht mehr, ne?
Ich habe hier so. Ich habe hier so. Das Internet-Dingens da, ne? Das Bild halt, nimi. Das habe ich im Moment gerade nicht. Das will ich wohl mit so. Mit meinem Fuel ein bisschen aufpassen. So. Fuel. Warum steht das so eigentlich nicht? Ja, weil Treibstoff nicht hieberst. Wahrscheinlich kann schon gut Sinn. Ja, ein bisschen Gas geben, weil wir müssen doch schon zügig hinkommen. Weil man schon nämlich der Sauerstoff ausgeht. Das wäre schlecht. Wir sind richtig. Sehr gut. Verdammt gut gemacht. Mann, sind wir super. Hallöchen. Alles klar? Gib mir ein bisschen Treibstoff. Lass mal noch ein bisschen mit dir quatschen. Ah, der weiß ja wieder nicht mehr. So, lass mich raten. Na sowas, bist du ja. Wie hast du es denn zum Astronauten gebracht? Und du hast dich noch nicht selbst in die Luft gelacht. Lass mich raten, Anglerfisch. Nee, du hast ja fast, aber schwierig, dass man Fische mal aus der Nähe gesehen hat. Andicht für einen Sauerstoff für den Tank aus. Genug Feuer für uns beide. Ich habe den Kern der Untiefen der Riesen erreicht. Also du hast den Kern erreicht. Wo ist dein Schiff? Was ist mit dem Anglerfisch passiert? Soll ich Bodenkontrolle nicht sagen? Nee. Ich habe dich gefunden. Ich habe was gefunden. Ich war im Kern der Untiefen der Riesen. Du hast also den alten Tornado-Trick herausgefunden. Hm? Gute Arbeit. Schön, dass du mal gesagt hast, du Dummschnaller. Hey, echt jetzt. Hätte das einfach hingehen können und sagen können und dann hätte ich nicht im Internet noch googeln müssen. Aber nö, das Spiel regt mich schon wieder auf. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen, aber das bleibt unter uns in Ordnung. Wenn Hornfels wüsste, dass ich wieder auf Zyklonen geritten bin, würde ich meinen hübschen Kopf verlieren. Ja, ja. Das Schiff ist zerbrechlich, es kann kaputt gehen. Du darfst keine Extrembedingungen aussetzen. Es ist ja nicht so, als hätte ich das Ding in die Sonne geflogen, oder? Und die Quallen hast du auch durchschaut? Küken, ich sag dir eins, du hast dich gut gemacht. Das mit dem Astronaut sein liegt dir wohl doch, aber vielleicht wirst du sogar noch zum Piloten. Ah, du bist Depp. Ich hab was gefunden, Ich habe die gefrorene Qualle in der Nähe deines Schiffes gefunden. Das habe ich. Nummer-Schriften gefunden. Da. Das alte Ding ist also noch da. Nach dem Absturz hatte ich da mein Lager aufgeschlagen. Weißt du, es war ziemlich gemütlich da drin. Aber was dort irgendwie fehlte, war die strukturelle Stabilität und das unbezähmbare Herz eines Lagers in den Knochen eines Tieres, das dich fressen wollte. Ja, super. Trotzdem, sehr gemütlich. Ja, ich habe es zwar gefunden, aber nicht richtig geguckt. Und deswegen machen wir das jetzt noch. Bin verdammt schnell. So. Das Blaue ist sein Schiff. Müssen wir aufpassen, weil sein Schiff steht unter Strom. Ist Kaputski. Aber ein bisschen tiefer. Wir können darin. Jetzt wieder ein bisschen höher. Ein bisschen tiefer. Sieht aus wie Hand, ne? So. Wir können da hin und dann da noch links. Da war ich mich noch recht, ne? Karton. Nächsten Dokidonne. Kopf in C, ihr Leid. So. Ja, es ist voll geil, ne? Dass du ohne Raumschiff deutlich einfacher da drin dich zurechtfindest. Das ist einfach nur cool. Hätten es da ja auch sagen können, aber mein Gott. So. Schwerkraft ein bisschen. Na komm. Hä? Was ist denn jetzt los? Nein! Ich will da weiter hoch. So, jetzt hat. Immer noch. Alter, jetzt hat. Okay, jetzt hat. Das ist die Qualle. All die Qual. Ist das Eis? Nein, ist kein Eis. Gut. Ich gehe schon so gelaufen. Das war ja gar nicht gestern. Das ist schon 3 daher oder was? Ich wollte ausnahmsweise mal nicht vorhin sagen, welche so. Also, gefrorene Qualle haben wir quasi gefunden. Ja, du hast gesagt, wir sollen in die Bobbes gehen. Schiff. Scouter.
So, jetzt können wir uns die mal in aller Ruhe angucken, weil gestern war es ja so. Dass die Zeit weg war. Halt einfach. Blödes Zeitlimit. So, ich schlaf jetzt einfach. Okay. Das macht komische Geräusche. Ja, das war ich. Ah, guck da. Lesen. Notiz an Feldspat. Nicht essen, auch wenn du verhungerst. Es wäre sehr traurig, wenn das Letzte wäre, was du in deinem Leben zu dir nimmst. Ich schätze, die Quallen sind nur für die Isolierung von Elektrizität zu gebrauchen. Noch einmal, nicht essen. Mit herzlichen Grüßen, Feldspat. Ernsthaft jetzt. Das ist das. Das ist das. Dass das ist? Moment. Ich guck mal, ob ich da irgendwo... Ja. Okay, ihr Leid. Also noch mal von vorne, ne? Ihr fahrt da runter. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr da runterkommt, welches das Richtige ist. Ohne Internet. Wir sind immer ohne Internet. Das waren nur die Leute, die immer alle Sachen, ne? Dann kommt er da runter. Dann ziehen er das Fido leihe. Dann lässt das doch nochmal durch. So lässt man nicht. Okay. Bin ich gut. Ich sag mal nicht Absturz 3, Bestleistung. Da drin waren sie ziemlich nützlich in der Untiefe der Riese. Vielleicht könnte eine Qualle auch hier nützlich sein. Das Ding schmeckt scheußlich. Vielleicht ist das in der Isolierung, damit die Innereien der Quallen nicht von Stromschlägen frittiert werden. Gut, ich begebe mich ins Innere der Quallenhöhle, um herauszufinden, ob das Zeug da drin besser schmeckt. Okay. Aber für mich ist das hier die Quallenhöhle. Wir sind in einer verkackten Höhle und hier ist eine Qualle. Es ist eine Quallenhöhle. Hätte er geschrieben, ich begebe mich ins Innere des Quallenarschlochs, dann hätte ich gewusst, was gemeint ist. Okay, so. Aber selbst wenn. Alter. Du kommst also da runter, ohne. Also eigentlich kommst du da nicht runter, weil du weißt, du hast keine Ahnung. Dann bist du da runter, untersuchst das da, lässt das da, denkst du mal Quallenhöhle, okay, er begibt sich ins Innere der Quallenhöhle, um zu gucken, was es Neues gibt. Gibt hier nichts Neues, außer dass du Dingens flieht. Keine Ahnung. Falls man dann doch auf die Idee kommt, ins Arschloch von der Quallen hinzuschluppen, sorry, ich hab da jetzt keinen Bock mehr zu sagen, du musst von unten hin. Nee, ins Arschloch von der Quallen hinzuschluppen. Also, falls man dann doch da drauf geht, ist ja ein Weg da, ne? So, dann geht man, hoppala, guck mal, da ist keine Schwerkraft. Dann geht man da hin. Das sieht ja überhaupt nicht aus, wie man es gewollt ist. So. Dann findet man das Dingens da. Das da sagt, nicht essen, Isolierung. Isolierung gegen Elektrizität. Okay. Kurze Erwähnung noch. Ja, ich gehe schon zurück. Es gab dann halt noch eine kurze Erwähnung, dass man das hätte können gebrauchen. Bin ich doch richtig? Ja. Dass man das hätte können gebrauchen in der Untiefe der Riese. Und dann musst du in der Untiefe der Riese, musst du richtige Tornado oder Zyklon halt finden. Von deinen 100, die da sind. Dann musst du die Qualle, dann muss dir klar sein bei der Qualle, dass du da auch wieder ins Arschloch hinschluppen musst. Und dann musst du noch warten. Nee, ihr gute Videospielmacher. Was ist das? Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Ich weiß, dass von Annapurna vertritt wird. Aber halt, ne? Aber nee, das ist nicht schaffbar ohne. Achso, das ist nicht mein Schiff. Ohne Internet. So. Ich glaube, ich muss da hin. Ich glaube, ich habe mich aber auch verluft, ne? Schlimm. Halt. Ne, ich weiß, wo ich bin. Da hinten muss ich hin. Wenn ich da kurz lande. Zack. Dann gesehen, wie ich gelandet habe. So. Hallöchen. Mach mal da steht da. Kurz landet. Danke. Ha. Coole Sache hier. Alles klar.
Ja, ich bleib dabei. Kein Schwein findet das raus ohne Internet. So, kein Schwein findet das raus ohne Internet. Ich mach jetzt ein Nickerchen. Das ist kein Nickerchen, das ist ein Marshmallow. So, ich mache jetzt ein Nickerchen. Ich ein Nickerchen machen. Was passiert dann? Ich lass mal einfach laufen. Vielleicht verschlafen wir den Weltuntergang, ne? Wir sind eigentlich recht flott hierher gekommen. Oh, ich will jetzt selber ein Video leid. Wir sind also wirklich. Jetzt hätten sie wirklich ohne Scheiß Zusage irgendwie. Ja, Flidohi. Fridoli. Flidohi, Fridoli. Hopp, wir müssen halt 2 Minuten warten, ne? Flidohi, Fridoli. Sag mal, ist das eigentlich die richtige Zeit, die abläuft? Also. Ja, komm, ist gut. Bin umgeschlafen. Ich habe ein Nickerchen gemacht. Was bringt das? Keine Ahnung. Ich brauche keinen Stock für Marshmallow. Was sollte ich hier erforschen? Ich habe was gefunden. Ja, ich habe die gefrorene Qualle gefunden. Ja, das ist noch da. Alles klar. Trotzdem sehr gemütlich, ne? Auerle. Wird man nicht, dass drin stehen bleibt. Cool, dann wäre ich zum Marshmallow. Was so macht. Was soll das? Ach Mann. Ich hab gemeint, ich könnte mich da. Ich könnte mich da hinstellen und gleichzeitig Marshmallow rösten. Das wäre eher witzig gewesen, war es aber nicht. Ja, ihr Leid. Wir sind ohne Raumschiff reingeflogen. Wir werden garantiert nicht ohne Raumschiff rausgeflogen. Also lassen wir das einfach. Und aber es ist schon okay. So, oh guck mal, relativ wenig. Ah, jetzt hat kommen die Erinnerung. Kurz Blackout gehabt. Wir gehen jetzt noch ans Schiff gucken, ne? Was ich mich jetzt halt froh ist. Das wäre natürlich richtig asozial. Aber so richtig. Haben wir irgendwas Neues freigeschaltet? Nee, ne? Und zwar folgendes. Kann das bedeuten, hier im Sinne von, hier gibt es noch was zu entdecken, dass das halt so kleine Mini-Dinger sind, wie zum Beispiel das aber mit der Qualle. Ne? Die haben jetzt das Geheimnis der Qualle gelöst. Das heißt, du brauchst das nicht unbedingt, es wird aber vielleicht trotzdem angezeigt, dass es noch was zu entdecken gibt. Und ich mach mal hier, den Depp oder was und suche und dabei ist es eigentlich unnötig, also. Ich hoffe halt nicht, dass es so ist. Muss ich bei den Entwicklern vorbeigehen und dann nochmal. Dann lecke ich mal die Hand ab und hau an die Backe. Aller gut, ihr Leid. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt bei dieser ungeplanten. Soll ich mich doch verarschen oder was? Bei der ungeplanten Folgeheit. Weil eigentlich habe ich nur eine Idee gekriegt und gedacht, ja komm, hopp. Scheiß drauf, ich probiere das jetzt einfach 100 Mal auf dem blöden Raumschiff dort zu landen. Und, Alter, das ist mal eine Spritze. Und, ja, hat dann irgendwie geklappt. Nur um 5. Versuch übrigens. Es ist nicht so, dass wir da hingegangen sind und es hat gleich geklappt. Nee. Es hat mehrere Versuche gekostet. Alter Schwede. Hopp, ist ja gut jetzt, ihr Leid. Ich sag Tschüss. Bis morgen. Und dann. Okay, morgen habe ich jetzt gar keine Ahnung, was man mache. Ich meine, das, was man machen wollte, war ja heute die Qual angucken oder sowas. So ganz gechillt die Qual angucken. Haben wir gemacht. Hat nichts Neues rausgefunden. Außer das, was wir schon wissen. Deshalb, ich glaube, die Zwillinge stehen mal wieder auf dem Plan. Müssen wir mal gucken, sehen wir dann morgen. Hopp, ihr Leid. Tschüss, bis morgen.
Habe ich einen Tschüss gesagt? Ja. Tschüss.